Hallo! Für Sehen statt Hören ist es ein ganz besonderes Jahr, unser 50-jähriges Jubiläum. In diesem Zusammenhang gab es schon viel bei uns zu sehen, aber damit ist noch lange nicht Schluss. Es kommen noch einige neue Sachen. Inklusion ist für uns von Sehen statt Hören mehr als nur ein zuschaltbarer Kasten mit DolmetscherInnen oder Untertitel. Inklusion heißt, dass wir selbstverständlich präsent sind, auch im Regelprogramm. Heute nehmen wir euch ein bisschen mit hinter die Kulissen dieser Produktionen. Jason und die Haustiere war der erste Schritt. Davon gibt es dieses Jahr auch wieder neue Folgen. Da haben wir schon bei den TierbesitzerInnen gedreht. Jetzt fehlen noch die Studioaufnahmen für die Infoblöcke. Schaut mal. Perfekt. Hi. Ja, das ist gut. Eigene Momente, ganz besonders beim Füttern oder Kuscheln. Echt spannend. Er schaut wirklich ganz genau darauf, dass meine Gebärden und der Ton des Sprechers exakt zueinander passen. Damit das Gesprochene da anfängt, wo die Gebärden anfangen und auch gleichzeitig zu Ende sind. Ich bin dabei, um zu kontrollieren, dass auch inhaltlich alles passt. Hier arbeitet Christoph. Er ist ein super Cutter. Ich sitze daneben und versuche zu verstehen, wie er das macht mit den verschiedenen Spuren. Aber ich habe echt keine Ahnung, wie das geht. Nach den Dreharbeiten landet unser gesamtes Material immer hier bei ihm. Er schneidet dann alles zusammen in die richtige Reihenfolge. Dann geht es in die Vertonung und danach wird es ausgestrahlt und ihr könnt es anschauen. Wenn du sie so beobachtest, was ist dein Eindruck? Wenn du sie so beobachtest, was ist dein Eindruck? Was braucht es noch? Sie ist schnell aufgeregt, springt viel herum, aber das magst du nicht, oder? Stimmt. Dein Ziel ist? Dass es sich entspannt. Ruhiger wird. Hallo. Ablenkung ab. Hi, herzlich willkommen in Lansing. Jetzt wundert ihr euch vielleicht, Lansing? Gibt es das echt? Nein. Wir sind hier circa eine Stunde nördlich von München in Dachau. Lansing heißt der Ort, in dem eine Fernsehserie spielt, die weit über die Grenzen Bayerns in ganz Deutschland sehr bekannt und beliebt ist. Sie heißt Dahorm ist Dahorm. Da steht es ja auch. In der Serie geht es um ganz typische Geschichten aus dem Alltagsleben. Und ich bin jetzt auch dabei. Ich spiele mich selbst, Jason. Das ist toll, aber ihr sollt nicht nur die Serie schauen, sondern habt heute auch die Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Es gibt ein Gebärdensprach-Coaching für die SchauspielerInnen. Wir werden sie alle treffen. Ihr seht, wie ich in der Maske geschminkt werde und auch mein Kostüm bekomme. Also los! Auf der Straße kennen, da kannst du jeden Menschen fragen, der wird dich anschauen und dir sagen, Dahorm ist Dahorm. Und die haben dieses Jahr, Entschuldigung, viel Spaß bei deiner nächsten Sendung Sehen statt Hören. Gut. Gut, aber nächste nur einmal, nicht mehrmals. Die nächsten 5. Nächste, immer weiter. Nein, nur einmal. Also, viel, das stimmt, das nicht geht. Ja, Sehen. viel so. Viel. Spaß bei deiner nächsten Sendung Sehen statt Hören. Bravo! Und immer so locker. Sei locker. Genau. Hören. Das Singen hat Hören. gefehlt. Gehörlos Gehörlos? oder taub? Hören.
Gehörlos geboren. Sehr gut, aber nicht so weit nach außen. Keine Explosion. Explodieren. Nach 5 Kindern, dann ist es explodiert. Ja, genau, stimmt. Das ist schön. Alles gemacht. Okay. Ja. Aber die Augen ist schön. Ja, und Gesicht. Nicht schauen. Da gib mir dieses Schminken. Los geht's. Bei tauben Menschen gibt es die DST, Deaf Standard Time. Ganz gemächlich, alles dauert etwas länger. Hier am Set geht es zack, zack. Schminken, Kostüm, hinsetzen, warten, dass eine Szene fertig ist. Die nächste wird sofort aufgebaut. Keine Pause. Krass! Können wir uns da etwa von den Hörenden was abschauen? Käse? Käse. Und? Dankeschön. Nein. Entschuldigung. Entschuldigung. Ach so. Oh, stimmt. Dankeschön. Nun, dann kann jetzt was. Entschuldigung, Spaß. Hallo? Entschuldigung. Alles gut? Dankeschön. Hi. Ja. Hallo. Okay. Hey. Geht's gut? Und? Ah, hallo. Oh. In meiner Rolle als Jason in der Serie spiele ich mich zwar selbst, die Figur ist aber nur zur Hälfte so wie der echte Jason. Zum Beispiel sind die Klamotten eigentlich nicht mein Stil. Wie man sieht, trage ich am liebsten schwarz-weiß. Dadurch, dass ich hier andere Klamotten bekommen habe, habe ich gemerkt, dass mir das auch ganz gut gefällt und zu mir passt. Das hätte ich nie gedacht. Und dann die Szene, wo ich einen sehr fiesen Ausdruck verwenden muss. Das würde der echte Jason so nie machen. Aber in der Rolle ist es schon nachvollziehbar, warum sich Jason in der Serie so verhält. Wir taube Menschen sind eine Minderheit in der hörenden Gesellschaft. Das Leben in dieser Gesellschaft ist nicht immer leicht und mit vielen Schwierigkeiten verbunden. In der Jugendsprache gibt es viele beleidigende Begriffe, die taube Menschen gar nicht mitbekommen. Aus unterschiedlichen Gründen. Deshalb wollen wir ganz bewusst zeigen, dass das ganz alltägliche Situationen sind. Das heißt nicht, dass wir respektlos sein wollen. Auf gar keinen Fall. Es soll die Wirklichkeit wiedergeben und die hörenden ZuschauerInnen zum Nachdenken anregen. Am Anfang die Generale bitte. Ready soweit? Bitte. Sorry wegen gestern. Schalt da noch drin. Ein schöner Mann, oder? Den Anfang nochmal. Ja. Schalt da noch drin. Da sieht man mal die vielen Personen, Kameraleute, Technik, Licht und viele, viele mehr. Echt beeindruckend. Toll auch, dass alle Gebärden lernen wollen. Immer fragt jemand nach. Ich hoffe, sie bleiben so motiviert und ich kann noch öfter dabei sein, damit sie die Gebärden nicht wieder vergessen. Nein, ich kenne Netflix nicht. Nicht so. Nicht. Voll gespannt. Schön, wie alle Gebärden lernen wollen. Das freut mich. Support. Super. Nein, warte. Support. Support. Herzlich willkommen, habe ich gelernt. Kontrolle. Mittagspause.
Das heißt, wir gehen jetzt zum Essen und wenn der Bauch voll ist Kostümwechsel. Dann kommen die Motorradklamotten und ich kann endlich ein paar Runden drehen. Aber nur ganz kurz. Wir sind hier bei der BR-Sendung Querbeet, die eine große Fangemeinde in ganz Deutschland hat. Die ProtagonistInnen sind absolute GartenexpertInnen und wissen alles über Pflanzenwachstum und Pflege. Und heute wird die Sendung zum ersten Mal auch mit Gebärdensprache aufgenommen. Eine spannende Erfahrung. Ganz konkret nehmen wir heute die Moderationen auf, die zwischen den einzelnen Filmbeiträgen eingespielt werden. Am Set sind viele verschiedene Leute. Das Team von Sehen statt Hören, gemeinsam mit dem Team von Querbeet. Bei Hörenden ist es ganz normal, eine Nahaufnahme zu machen und dabei im Hintergrund weiter zu sprechen, parallel dazu. Aber heute geht das nicht. Während einer Nahaufnahme kann man nicht gebärden. Das sieht man ja nicht. Eine ganz neue Herausforderung. Sie müssen überlegen, wie Sie es am Ende dann zusammenschneiden. Interessant. Stimmt. Gut. Weil das Licht etwas von hinten kommt, wäre ohne dieses weiße Teil ein Schatten unter meinen Augen oder auf der Hälfte von meinem Gesicht und man könnte die Gebärden nicht so gut sehen. Es reflektiert das Licht so, dass mein Gesicht hell und frei von Schatten ist, damit ihr auch alles perfekt verstehen könnt. Ich kontrolliere das Bild und dass wir eine schöne Wirkung haben. Dadurch, dass wir 3 Personen inklusive der Dolmetscherin im Bild haben, muss ich aufpassen, dass der Ausschnitt gut ist und die Gebärden gut zu sehen sind. Ich kontrolliere, dass alles zusammenpasst zwischen Gesprochenem, der Dolmetscherin und Anke. Gerade war es noch schön und warm. Jetzt ziehen Wolken auf, es kommen schon die ersten Tropfen. Gleich wird's regnen und kühler wird es auch. Zähne zusammenbeißen und weiterarbeiten. Und dann sagt er Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Querbeet. Und schön, dass du da warst. Auch mal. Waren wir zusammen. Ja. Das heißt, da bist du nach Ja, kann ich. Du hört nochmal rein. Also ich wollte gerade sagen, wir diskutieren noch. Also es würde jetzt wieder das Regnen anfangen, es würde gleich wieder besser passen. Aber Sabrina war am Anfang mal kurz der Sender war das. Tobi, wir müssen noch einmal. Bitte? So ist das beim Fernsehen. Nochmal. Weil es regnet, ein Auto oder ein Flugzeug störende Geräusche macht, der Ton abbricht und so weiter. Und dann sagen wir einfach Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Querbeet. Wir werden es nochmal machen, dass du dich erst von der Anke verabschiedest und dann von der Susanne. Vielen Dank an dich. Ich habe super viel gelernt, wie das alles geht und ich freue mich, dass ich meine Schale mitnehmen kann. Das hat sicher viel Spaß gemacht. Mir auch. Und dann sagen wir einfach Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt Querbeet. Perfekt. Absolut zufrieden. Heute war ich halt als Regisseur dabei und ich fand das eigentlich total angenehm mit der Anne, weil sie natürlich auf die Sachen achtet, die für die Gebärdensprache wichtig sind und ich für das Pflanzliche, sage ich mal, was wichtig ist. Und ich fand, das war eine tolle Kombination und hat echt Spaß gemacht. Wir haben ja vor einem Jahr exakt das Planen angefangen für die Sendung und wir waren von Anfang an sehr neugierig, aber auch gespannt, wie es eben funktioniert. Und ich muss sagen, es ist für mich eine Bereicherung gewesen, mal so nah mit der Anke und mit euch zusammenzuarbeiten. Und ich fand es super spannend und auch sehr
kurzweilig und nett und eigentlich soll solche Zusammenarbeiten vielleicht verheben. Und dann waren wir von Sehen statt Hören auch noch bei Mitmischen dabei. Das ist eine Publikumsaktion des BR, bei der immer ZuschauerInnen eingeladen werden, nicht nur zu Hause vom Fernseher das Programm zu schauen, sondern im Programm tatsächlich mitzuarbeiten. Nina und Paul durften vor kurzem zu einer Redaktionssitzung von Sehen statt Hören. Da konnten sie bei der Programmauswertung mitdiskutieren und sich einbringen. Anschließend berichteten sie auch noch in einem Beitrag für die BR Abendschau über ihren Tag. Super. Die Inhalte und die Themen haben mich sehr überrascht. Das war so viel Neues für mich. Ich finde, das war ein super Tag. Ich verrate euch noch eine extrem coole Zusammenarbeit. Achtung! Wir vom BR mit Sehen statt Hören und der MDR mit Selbstbestimmt haben mit Comedians gefilmt. Herausgekommen ist ein 45-minütiger Film für die ARD, der leicht gekürzt auf 30 Minuten auch bei Sehen statt Hören zu sehen sein wird. In dem Film geht es um 3 Comedians. Einen Tauben, einen Blinden und einen Lahmen, die sich jeweils harten Challenges stellen müssen. Das ist witzig, ehrlich und ein bisschen frech. Schaut mal. Tanchala, Timur Turga und Okan Sese. 3 Comedians auf der Suche nach der besten Behinderung. Ich überlege mir was für Okan. Okan überlegt sich was für dich und du überlegst dir was für mich. Das klingt witzig. Ich bin dabei. Einverstanden? Okay, alles klar. Dann verabreden wir das jetzt, oder was? Die Aufgabe kommt von Tan. Ich muss innerhalb von 2 Stunden Sachen für 50 € verkaufen auf dem Flohmarkt. Ich darf keine fremde Hilfe annehmen. Tan, ganz schön gemeint, diese Aufgabe. Also ich finde, das ist schon genug Camping, was ich hier gemacht habe bis jetzt. Bei der Challenge für Timur musste ich ja überlegen, was für ihn schwierig werden könnte. Dann habe ich mir gedacht, ich würde gern mal so richtig gemein sein. Deshalb habe ich mich fürs Grillen entschieden. Ach, meine Güte. Denk dran, dass in die links und rechts ist der Grill heiß. Ja. Das läuft super. Oh Gott. Ja, genau, deswegen habe ich gesagt, der ist heiß. Hast du gemerkt am Unterarm, ja? Ja, ja. Hier arbeiten insgesamt 150 Leute. Davon sind 20 bis 40 unmittelbar an den Dreharbeiten beteiligt. Als SchauspielerInnen, RegisseurInnen, Maske oder als KompassInnen. Das sind Personen, die im Hintergrund durchs Bild laufen. Außerdem gibt es noch Leute, die auf jedes Detail achten müssen bei der Kleidung oder unzähligen anderen Sachen. Ja? Du hast wieder einchecken falsch gebärdet. Du musst das Handgelenk noch drehen. So, schau mal. Machen wir den. Einchecken. Man geht dahin. Okay. Ja. Einchecken. Abmelden. Jetzt kommt die Szene, wo ich nach dem Aufsteigen losfahre. Normalerweise fährt ja nur meine Frau bei mir mit. Jetzt haben wir die zweite Szene schon fast fertig gedreht. Mir macht es wirklich sehr viel Spaß. Ich hatte vorher schon ein paar Sorgen, ob das alles klappt mit dem Text und der Kommunikation am Set, aber es läuft echt reibungslos. Ich fühle mich voll wohl. Macht echt Spaß.
Motorradfahren ist dein Hobby? Ja, schon seit ich 14 bin. Wow. Wir drehen hier für die BR-Sendung Lohnt sich das? Dabei geht es um die unterschiedlichen Berufe der Protagonistinnen, aber auch um ihre Hobbys und wie viel sie verdienen und damit ihr Leben bestreiten. Heute begleiten wir Pascal. Wir starten mit seiner Leidenschaft für Motorräder und ich bin schon sehr neugierig darauf. Wir verfolgen gerade das Motorrad mit der Kamera. Echt spannend. Hallo, ich bin Pascal Kleinmeier, 36 Jahre alt und von Beruf Qualitätssicherungsbeauftragter im Bereich Qualitätssicherung. Dabei geht es um Elektronikteile, von winzig bis relativ groß. Für den medizinischen Bereich, den Bereich Flugzeugtechnik und mehr. Die Filmarbeiten dauern insgesamt 1,5 Tage, bis spät abends und am nächsten Morgen schon wieder ganz früh raus. Wir begleiten Pascal bei jedem Aspekt seiner Arbeit. Es ist super interessant, in diese Welt einzutauchen und ihn bei allem zu filmen. Wir können ihn alles fragen zu dem, was er genau macht. So vergeht der ganze Tag mit Interviews und Filmaufnahmen und jetzt sind dann alle völlig ausgepowert und K.O. Aber dafür haben wir super viel Filmmaterial zusammen. Und dann denke ich, dass es vielleicht für immer so bleibt. Hi. Danke. Ich bin schon wieder in meinem Filmkostüm, aber leider ist heute schon der letzte Drehtag. Schade. Aber es wird auch noch mal aufregend, denn es sind ein paar Leute von der Presse da, die wollen wissen, wie die Zusammenarbeit war und die Dreharbeiten gelaufen sind. Vielleicht seht ihr mich mit meinen Antworten dann noch mal an anderer Stelle im Internet. Ich will auch zeigen, wie es richtig geht. Nicht immer nur die hörende Perspektive, bei der das Wissen um die Kultur tauber Menschen fehlt und es nur um die Gebärdensprache geht. Dabei wird immer unsere Kultur vergessen, die so interessant ist. Ich will auch diesen Aspekt im Film mit darstellen. Toll war, das ganze Team fing an, irgendwas mit den Händen zu machen. Man fühlt sich dann als Hörender behindert, wenn man damit nichts tun kann und keine Worte findet quasi. Und das war halt toll, weil wir alle da saßen mit, wir wollen auf seiner Sprache reden können. Und alle haben nur so, was heißt das? Können wir bitte Ja sagen? Denn das ist ja was, ne? Dieses, das ist gut oder Klatschen, Applaus quasi. Das haben halt alle dann permanent gemacht. Das Einzige, was bei uns allen hängen geblieben ist, glaube ich. Und halt, gut verstehen wir auch. Genau, ja, Hallo, was wollt ihr denn schon wieder? Geh mal auf die Seite, ich muss arbeiten. Ach Quatsch, nur Spaß. Wir haben jetzt eine Szene gedreht, die an 2 Stellen wichtig und besonders sein wird für die Handlung. Werdet ihr später schon sehen. Und dann bist du wieder dran. Hallo, bitteschön. Schaut mal da. Hallo. Und da? Hallo. Netflix. Amerika. Loser. Italien. Aber das ist eher der Loser, glaube ich, als Deutschland. 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 Ich bin Joel. Wow, Joel ist aber schön.
viel Spaß. Ja. Gut. Dann viel Spaß. Wir warten, weil gerade die Kameras umgebaut werden. Dann filmen wir nochmal aus einer anderen Perspektive. Das ist was ganz, ganz Tolles. Erstens mal ist die Stimmung ganz eine andere. Die ist komplett ruhig am Set, weil alle Rücksicht drauf nehmen. Und ich bewundere ihn. Also die Kommunikation funktioniert immer über einen Dolmetscher, der das macht. Aber so ein paar Sprachen wie herzlich willkommen, schön, dass du da bist, heißt das, ja, lernt man dann. Und das ist der Mehrwert, den man da selber mitnimmt. Vom Anfang des ersten Drehtages an habe ich gesehen, dass die Leute hier völlig offen auf mich zugehen. Es gab keinerlei Berührungsängste oder Angst davor, wie sie mit mir umgehen sollen. Sie sind auf mich zugegangen, haben versucht, sich verständlich zu machen mit Gesten und versucht, eine Atmosphäre zu schaffen, die so barrierefrei wie möglich ist. So hat die Kommunikation gleich geklappt und egal wer, alle haben mitgemacht und versucht, ein paar Gebärden zu lernen. Ich habe mich gleich willkommen und geschätzt gefühlt, wie in einer Familie. Das habe ich nicht erwartet, aber mich sehr darüber gefreut. Das machen wir so, die Hände wackeln. Und zwar vielen Dank, dass du da warst und vielen Dank für deine Flexibilität. Und da ich gehört habe, dass du kein großer Freund von Obst oder Gemüse bist, habe ich mir gedacht, vielleicht bereiten die Pralinen dir hier ein bisschen Spaß. Danke dir wirklich. Vielen Dank. Merci. Besser als Obst und Gemüse, definitiv. Danke. Danke. So wie hier. Das bedeutet für mich barrierefreies Arbeiten. Ich kann meinen Berufswunsch leben, weil ich die Chance dazu bekomme. Ich werde so akzeptiert, wer und wie ich bin. Man ist bereit, sich in meine Situation zu versetzen. So sollte es im Berufsleben überall sein. Frei von Barrieren. Da sehen die Hörenden, dass es gar nicht so kompliziert ist, mit tauben Menschen zusammenzuarbeiten. Und dann sind alle zufrieden. Diese Chancen sollten alle tauben Menschen in ihrem Arbeitsleben bekommen. Die Möglichkeiten sind da. Wir müssen nur den Durchbruch schaffen. Es ist nur schade, dass es nicht überall so ist. Alle Filmproduktionen sollten so wie hier sein. Offen und dass es selbstverständlich sein kann. Und nicht sofort Kopfschmerzen bekommen, wenn es um Taubheit geht und dann lieber eine hörende Person nehmen, die gebärden kann. Deswegen bin ich froh, dass es das hier gibt. Schön, dass du hier bist. Danke. Schade, dass du gehen musst. Wie heißt das? Schade. 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 Weg. Weg. Ah, dass du gehst. Dass du gehst. Habe ich auch gelernt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß noch. Und das heißt Spaß haben. Ja? Spaß haben. ist das Wichtigste. Und wir haben mit Jason ganz viel Spaß gehabt. Ja? Schön, dass ihr da wart. Danke dir. Tschüss.